schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind ja gerade dran an der Josef-Geschichte. Wir haben ja gehört, wie der Josef von seinen Brüdern auf Ägypten verkauft wurde, weil sie sind so hässig auf ihn waren, weil er vom Jakob, ihrem Vater, bevorzugt wurde. Der Josef war dann in Ägypten, er hat beim Potiphar gearbeitet und Gott hat ihm geholfen, dass er ganz viel Verantwortung bekommen hat. Und dann ist er ja unschuldig ins Gefängnis geworfen worden. Und im Gefängnis hat er ja einen Traum vom Mundschenk vom Pharao deuten und der Mundschenk ist frei geworden. Er ist wieder zum Pharao arbeiten. Und der Josef hat ja dann den Mundschenk darum gebeten, dass er doch beim Pharao für ihn ein gutes Wort einlegen kann. Dass er den Pharao bitten kann, dass der Josef aus dem Gefängnis kommt, weil er ist unschuldig im Gefängnis war. Er hat ja auch nicht gewusst, wie lange er im Gefängnis sein muss. Und dann ist der Mundschenk eben frei geworden und hat wieder beim Pharao geschafft. Und am Mundschenk ist es wieder gut gegangen und er hat den Josef vergessen. Er hat nicht mehr an die Bitte von Josef gedacht. Er hat nicht ein gutes Wort für ihn eingelegt. Er hat nicht vom Josef erzählt. Er hat ihn einfach vergessen. Und es ist 2 ganze Jahre gegangen, bis wieder etwas passiert ist. 2 Jahre lang, nachdem der Mundschenk frei gekommen ist, war der Josef im Gefängnis. Und es ist einfach nichts passiert. Nicht, dass er frei gekommen ist, nichts. Er hat einfach im Gefängnis bleiben und warten. Und dann, nach 2 Jahren, ist etwas passiert. Und zwar, der Pharao, der König von Ägypten, hat einen Traum gehabt. Ganz einen komischen Traum. Und nach dem Traum ist er wieder eingeschlafen und hat nochmal ganz einen komischen Traum gehabt. 2 Träume, ganz speziell. Am nächsten Tag hat er allen gescheiten, weisen Männern von seinem Land seine Träume erzählt. Er wollte wissen, was die Träume bedeuten. Sie sind so komisch gewesen. Und gar niemand hat gewusst, was die Träume bedeuten. Niemand hat dem Pharao sagen, was die Träume zu bedeuten haben. Und dann, plötzlich ist der Mundschenk in den Sinn gekommen. Der Mundschenk hat gesagt, hey, Pharao, vor 2 Jahren, als ich im Gefängnis war, habe ich einen Mann getroffen, den Josef. Und der Josef hat den Traum vom Bäcker und von mir, dem Mundschenk, richtig deuten. Er hat meinen Traum gehört, hat gesagt, dass ich nach 3 Tagen freikomme und so ist passiert. Der Pharao hat also vom Josef gehört, dass er Träume deuten kann und hat ihn sofort aus dem Gefängnis holen lassen. Der Josef hat sich sauber gemacht, gewaschen, schöne Kleider angelegt und ist vor dem Pharao. Und der Pharao hat dem Josef die Träume erzählt. Und Gott hat dem Josef wieder geholfen. Gott hat dem Josef die Bedeutung von diesen beiden Träumen vom Pharao gesagt. Und der Josef hat gesagt, «Lass Pharao, Gott hat mir die Bedeutung von deinen beiden Träumen gesagt. Und zwar ist es so. Die nächsten 7 Jahre wird es im ganzen Land gut gehen. Es wird ganz viel Ernte geben auf den Feldern, ganz viel Getreide und Früchte und Essen. Uns wird es gut gehen. Aber dann kommen 7 schlechte Jahre. In diesen 7 schlechten Jahren gibt es eine Hungersnot. Es hat nichts zu essen. Es wird kein Getreide wachsen. Wir werden alle ganz fest Hunger haben. Darum mach es so. Während der ersten 7 Jahre, wo es uns gut geht, wo wir mehr wie genug zu essen haben, musst du jemanden einstellen über Ägypten, wo überall Essen sammeln. Das Essen, das zu viel ist, das kann man dann in einem Speicher als Vorrat sammeln. Und in den 7 Jahren, wenn es uns allen schlecht geht, wenn wir kein zu essen haben, wenn eine Hungersnot ist, kann man von diesen Vorräten nehmen und niemand muss Hunger haben. Der Pharao hat das ganz eine gute Idee gefunden. Er hat gefunden, hey, die Idee ist super. Und er hat gesagt, Josef, los, du bist der Mann. Du bist der Mann, den ich einsetze über ganz Ägypten. Du sollst der Mann sein, der schaut, dass das Essen, das Getreide, das führig ist, dass das gesammelt wird in grossen Kammern als Vorrat. Und dann, in den 7 schlechten Jahren, wird das Getreide verkauft. Du bist der Mann. Der Pharao hat den Josef eingesetzt und er hat Vollmacht bekommen über ganz Ägypten. Der Pharao war so ein mächtiger Mann. Und er hat dem Josef alles gegeben. Das Einzige, was der Pharao hatte, was der Josef nicht hatte, war, dass er König war. Der Josef hat alles bekommen. Er hat ihm Schmuck gegeben, schöne Kleider, ein Haus, eine Frau. Am Josef ist es richtig gut gegangen. Er war so hoch wie der König selber. Er hat alles gehabt. Hey, wow, jetzt war der Josef unschuldig im Gefängnis
Und weil Gott ihm geholfen hat, den Traum vom Pharao zu deuten und ihm eine Idee geben, was er machen kann, damit nicht alle sterben vor Hunger, ist der Josef der höchste Mann geworden nach dem König. Und dann ist es ihnen wirklich 7 Jahre lang gut gegangen. Der Josef ist mit seinen Pferden und seinem Wagen durchs ganze Land gefahren und hat geschaut, dass überall das Essen gespeichert wird in Vorratskammern, dass es dann genug hat für in den 7 schlechten Jahren. Und dann, nach 7 guten Jahren, ist es wirklich eingetroffen. Es ist eine Hungersnot gekommen. Es ist nichts mehr gewachsen auf den Feldern. Es ist allen Leuten schlecht gegangen. Sie hatten Hunger gehabt. Sie konnten nicht einfach in den Migros und in den Coop reinlaufen. Das hat es dort noch nicht gegeben. Die Leute haben alle selber bei den Feldern Essen abgebaut. Und es ist einfach nichts gewachsen. Es hat kein zu essen gegeben. Und dann haben sie es wirklich so gemacht, wie der Josef das früher gesagt hat. Sie können Getreide kaufen. Und alle Leute, die Getreide kaufen wollten, mussten zum Josef gehen und bei ihm kaufen. Und es sind sogar nicht nur Leute aus Ägypten zum Josef Getreide kaufen, sondern aus der ganzen Welt. Überall hat es eine Hungersnot gehabt. Die Leute sind von überall her auf Ägypten gekommen, weil sie haben gehört, dass es in Ägypten Kornspeicher gibt, dass es dort Kammern gibt, voll mit Essen, das man kaufen kann. Überall auf der Welt hat es eine Hungersnot gegeben. Und so auch dort, wo der Jakob und seine 11 Söhne gewohnt haben. Die Brüder von Josef. Die haben ja ganz in der Nähe von Ägypten gelebt. Und auch bei ihnen war die Hungersnot. Auch sie sind nicht verschont geblieben vor dem. Und ich habe euch ja erzählt, alle, die Getreide gekauft haben, mussten vor den Josef kommen. Was meint ihr? Haben auch die Brüder müssen auf Ägypten zum Josef gehen Getreide kaufen? Oder haben sie echt irgendwie anders ihr Problem gelöst mit dem Essen? Nächste Woche werde ich euch erzählen, wie das weitergegangen ist mit den Brüdern und mit dem Josef. Hey, aber zuerst mal, ich finde es so cool an dieser Geschichte, wie Gott dem Josef so geholfen hat. Er ist der höchste Mann geworden über Ägypten nach dem König. Gott hat es so gut gemeint mit dem Josef. Gott war wirklich immer beim Josef und am Schluss ist es ihm so gut gegangen. Hey, und du darfst wirklich auch wissen, Gott ist mit dir und Gott meint es mega gut mit dir. Gott möchte, dass es dir auch gut geht und nicht, dass es dir schlecht geht und du musst traurig sein. Hey, Gott liebt dich und er meint es wirklich mega gut mit dir. Und so wünsche ich dir ganz eine schöne Woche, wo du das ganz fest wissen, merken, dass Gott dich liebt und dass er es gut meint mit dir. Hey, und ich freue mich auf in einer Woche, wo ich euch erzählen werde, wie es weitergegangen ist mit dem Josef. Macht's gut.